Was ich auch denke, du weißt es schon. Was ich auch fühle, du wirst verstehen. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir Goedemorgen alle, Mr. John Peters hier met jullie voor de nächste 15 minuten met gedanken uit Gottes Woord. We zijn helemaal in Matthäus kapitel 6. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem Nog eenmaal goedemorgen alle en dankzij voor aanschalten en wel terug zijn met Gods Woord met al. Met zo'n wat besonders Hunger haben dafür. En Gods Woord merkt een onderscheid in alle Ewigkeit. Jezus sagt, heißt das Wort en bij onze Wert, waar we gerecht worden. En zo werden we ons een Abfall van zijn Wort. Zijn Wort ist schwacher als ein zweischneidiges Schwert. Zijn Wort dat schneiden, zijn Wort dat reinmerken, zijn Wort dat filteren. En zijn Wort merkt ons anders. Martin Luther sieht sogar, dass Gott sein Wort dat sogar ons Blut, das ganz diepste von uns Körper, unsere Cells, der das einfach ändern und besser merken. Das ist nicht wundervoll. Und so wie sie haben wir Matthäus Kapitel 6, das 90. Bergpredigt. Und Jesus, dat hier, ich glaube 90% bloß jeng die Lieder reden von den Pharisäern. Die Pharisäer waren die Kirchenlehrer zu der Zeit. Sie waren die Beamte. Sie waren die Diener. Sie waren die, was Israel jährliches System eingeführt hatten. Und sie hatten Hang in alles Mank. Sie können uitschließen, sie können annehmen, hat sich alle bekannt, nicht so? Und so, Jesus hat hier nu noch ein Thema, wo er gegen die Pharisäer reden dat, und das ist, wo sie Fausten deuten. Und ich will ganz erst anfangen, was bedeutet Fausten? Fausten bedeutet, wenn die dort eten auf sein das. Die dort eten auf sein. Zum Gott segnen, oder zum dort Gebet kraftvoller merken, oder sich haben über Sinn, du wirst Luther noch mehr von reden. Und so hat nu das dritte Thema, wo er gegen die Pharisäer reden dat, das erste wir, wo sie geben deuten, sie deuten dort zum Aufwiesen. Das zweite wir, wo sie beten deuten, sie deuten dort Ware zum Aufwiesen. Das dritte ist, wo sie fasten deuten, und sie deuten dort, ja, die sind reich, zum Aufwiesen. So werden wir sein, was Gott sein Wort sagt. In Matthäus 6, von 16 durch 18. Wann die fasten, dort nicht drei Loten, ist der Hechler dann, wenn sie dann sogar ihr Gesicht unterschmerken, zum anderen wiesen, dass sie fasten. Weil ich sage, sie haben ihre Belohnung all verfallen. Aber wenn die fasten, dann dort alle auf den Kopf ab, waschen ihr Gesicht, so dass andere dort nicht mal erwarten, dass die fasten, aber bloß kein Futter, der nicht zu sein wird. Und kein Futter, der sieht, was im Geheim getan wird, wird ihn belohnt. So wie das Gottes Wort. So, noch weiter, eine Wiederholung über was bedeutet Fasten. Viele Menschen probieren das erklären, dit und dort in Jahren, aber Fasten ist einfach auf die gesagt, die das Eten auf sein. Nicht so leicht trinken, wegen der Körper, die mit fließenden haben, aber die das Eten auf sein, um eine neue Gemeinschaft haben mit Gott, oder eine Antwort sehen, oder Buße tun über den Sinn, oder sich sehen über den Sinn, oder für andere anstehen, und so weiter. Und so, die kostet das Eten auf sein für einen Tag, oder 10 Tage, und das hat Menschen gegeben, auch Jesus, der deed dat für 40 Tage. Du würde ich ein bisschen warnen, das ist nicht für alle. 40 Tage, das hat Menschen gegeben, die haben es geprüft und die sind davon gestorben. Das ist da für Sinne, was das sehr, sehr ernst nehmen und vielleicht erst geäuft haben mit ein paar Tage, und dann 10 Tage, und dann 20, und dann 30, und dann einmal sind sie bei 40. Aber even da müssen sie aufpassen, wo sie das tun. Aber Fasten kann sein für einen Tag, oder 2 oder 3. Und dann besonders Zeit nehmen, zum nicht eten. Und das wird fertig getan für diese Ursache. Weil wir haben es immer drauf mit Eten. Mit Eten merken,
met eten opriem, met eten in ons Körper nemen. Dan heeft ons Körper dat dag en nacht drogmeester te zijn. We eten je 3 Mahlzeiten een dag en 4 feier. Dan de waschen. We gaan sluiten en ons Buch heeft dat drog. Onze Darm heeft dat drog. En so de Körper is helemaal 100% bij de zaak, wenn die heeft andere drogigheden. En Fausten dat moet die vrijmerken, die Gedanken in die Körper, zum bloß mal an Gott denken und besonders Gott segnen. Das ist, was Fausten bedienen hat. Wir haben Beispiele in der Schrift. Jesus deed 40 Tage Fasten, dann kam trainen wie reid für seinen Gottesdienst. David deed Fasten, Fasten in Buße. Hat sich versündigt mit Bathsheba, die früh. Nicht hat Fasten zum Buße tun, auch zum sein, dass das Baby nicht wird leben bleiben, aber Gott hat einen anderen Plan. En Apostelgeschichte 13, du die Kirche anbeten und fasten. Wir würden vielleicht sagen beten und fasten, aber der Schrift redet von der eine Anbetungszeit und den Fasten. Dann gibt Gott eine Offenbarung, gibt eine Direktion und sagt, schick Barnabas und Paulus raus als meine Missionaren. Und so, wir haben verschiedene Umgebungen, wo gefasst wird. Der Pharisäer den fasten, aber der noch zum Aufwiesen. Die deden am Montag fasten und am Donnerstag. Und das wären die dragste Tage in Jerusalem, wo der Markt aufgeht. Wir sind ein großes Fast in Jerusalem, dort 2 Tage. Dann wird Stütjes abgestellt und Fleisch verkauft und Vegetables und so weiter. Und der Pharisäer ging dem Mann ran und was sagt Jesus da? Haben sich sogar Gesichtsschminken gemerkt, hatten ihre ärmste Kleider an. Und nicht sollen sie alle sein, das ist ein wundervoller Mensch Gottes, der fast war. Man, ich wünsche Jesus da. Jesus sagt, dort nicht so stark. Der hat ihre Belohnung hier auf Erde, dort im Geheim fasten. So das ist nicht immer mählich, ganz im Geheim zu fasten, weil die dort eten aufgesagt, werden wir zum Beispiel sein, die hast dort eten aufgesagt für 2, 3 Tage. Und dann lädt die wir an zu Unkas, und dann musst du ein bisschen dir erklären, well, ich kann das nicht eten. Dann musst du ein paar merken, aber nicht ganz bekannt merken hier über Radio oder über Facebook. Nee, du hast mir fasten, ich habe mir was von wundervollen Menschen gesehen. Und so das ist, was Jesus geworden hat. Er hat die Menschen geworden, die nicht so geben, als der Vater sagt, die dann zum Aufwiesen. Die nicht so beten, als der Vater sagt, die dann lange Leute gebeten auf der Gas eiten. Und die nicht so fasten, als der Vater sagt. Aber das ist alle im Geheim zwischen dir und Gott. Was sind die Ursachen zum Fasten? Weil in der Schrift sagen wir, dass eine Ursache ist, wenn die trüren das. Dann hungert die vielleicht auch mal nicht. Und dann sagt sie dort eten auf. Hier haben wir ein Beispiel, wie Jesus von redet. Ein anderer wie der Pharisäer früh und warum denn die Jünger nicht fasten? Was sagt Jesus? Der Brigum ist nicht hier. Aber wenn der Brigum nicht wahrgenommen wird, dann wollen sie fasten, so dass wir in der Trüertit. In der Buch Ezra haben wir eine Umgebenheit, wo sie fasten deuten für Buße über den Sinn. Entweder der Sinn leid, und dann deuten sie sich das Eten auf sein. Du kannst fasten zum Sieg kriegen über den Sinn. Vielleicht hast du best gefesselt mit einem Sinn, und der Sinn, der spezielle Blick bei dir. Du musst mehr als bloß beten, und wir können, du musst fasten über, da die musst ein paar Tage das Eten auf sein, und bloß besonders Sieg segnen über den Sinn. Und Apostelgeschichte 13 sagen wir, dass sie den Fasten zum eine Offenbarung kriegen, zum eine Direction kriegen, ein Gebot von Gott, wo sie sollen haben, und dann schicken sie Paulus und Barnabas raus. Du Fasten zum besonders die Gemeinschaft mit Gott abbauen. Wenn dann nimmst du bloß für Gott, und das besonders noch lesen, und Anbetungsleiter horchen, und dann wirst du wundern, was Gott die alle wird offenbaren. Wenn du hast nicht bloß drauf von Eten merken, du hast den Blick besonders nach Gott gewonnen, und das Wort wird dann. Du kannst auch fasten zum für andere anstehen. Vielleicht hast du ein Besorgnis über ein Kind oder ein Großkind oder ein Freund, und du wirst mal fasten für dich, zum besonders die für Gott bringen im Gebet. Du kannst auch beten, zum die selbst beherrschen. Wir sind Sklaven zu uns Körper. Und uns Körper verlangt eten, trinken, scheingehen und ihr Schlafsleben. Irgendwas verlangt uns Körper, aber fasten der den Körper wiesen, wer der wird ist. Und das ist der Jesus Christus ist der Wirt. Nu wollte mein Körper mal anstellen. Die mal wiesen, wer der Wirt ist. So das sind Ursachen zum Fasten. Ich wollte Ihnen ein bisschen Rot geben, wenn die das interessiert, mal zu fasten, zum mal gehen. Da leicht anfangen, da vielleicht erstmal einen Tag brauchen, oder 2 oder 3 Tage. Da die werden gut Butter trinken, gut Juice trinken, and so start easy.
Die kannst wählen, was von Faust die was. Vielleicht was, ich deed mal eine ganze Monat mit der Dr. Pepper auf sein. Ich bin ein Dr. Pepper Freund. Ich deed mal eine ganze Monat mit der Dr. Pepper auf sein. Bloß zum Gott wiesen, ich mein Business. Und ich will Gemeinschaft haben mit Arm. Und vielleicht mir mal das Seite, schöne Seite auf sein. So. Die kannst, in der Schrift essen Faust, wo sie bloß Vegetable sein. Das ist der Daniel Faust. Der eet kein Fleisch. Dat is einweichen dat dan. Die kost die irgendwo auf sein. Ein Schmecker wird vielleicht noch kein sein. Ich will mal einen Monat das Schmecken auf sein, bis zum sein, was Gott zu mir sagt über das. Oder die kost die vielleicht mal einen Coke auf sein. Wo ich even kann sein, für Gottes Hoben, weil ich bloß einen Coke den Tag trinke. Es sind verschiedene Wege zum Fasten, aber der ganz beste Weg zum Fasten ist die Schrift, dort erklären das. Dort erst die dort eten auf sein. Und dann besonders Zeit nehmen für Gott im Gebet, dem Wort Segen, dem Wort Prachen, dem Wort Freuen, oder eben bloß Freuen für Offenbarung, dass die Wort Gott tiefer kennenlernen. Und so wird es eben, wir haben eine besondere Gemeinschaft mit Gott. Ich bin hier nicht zum Sein, dass ich ein großer Faster sehe. Ich habe es getan, ich wünsche tot mehr und ich will auch mehr. Aber ich habe mir mal Dinge aufgesagt und ich habe mir das Eten aufgesagt. Aber das ist Zeit, dass ich mit alle würden das angehen. Ich sei nicht ein großes, wundervolles Vorbild von Fausten. Ich will sehr anbeten und mit Öl salben für Heilung und so weiter, für Frieden, aber ich soll da alle angehen in das Fasten. Und vielleicht werden wir uns top entscheiden, werden wir das mal ernst nehmen, besonders in der Zeit, wo wir leben, werden wir uns bleiben in Gott drehen und uns mal irgendwas auf sein. Amen. Und ich will für die beten. Vater, ich danke dir für meine Zuhörer. Wir schenken einen guten Tag, geben einen Tag von Frieden, Freiheit, eine besondere Gemeinschaft mit dir. Und wenn sie beim Nehmen gehen in das Fasten, wir schenken Kraft geben und besonders Offenbarung geben. Und ja, wir enden dort, wo sie frei und in Jesus Namen. Amen. Wo ich auch stehe, du warst schon.